Da will definitiv jemand, dass du immer noch lebst. Es gibt so Situationen, wo man denkt, das ist jetzt wirklich noch speziell. Speziell, weil, ist das jetzt noch Zufall? Was passiert da? Eben ein Autounfall, ein Velounfall, wo man sich hätte tot sein können und man überlebt fast ohne Schrammen und steht auf und denkt, wow, was ist da passiert? Dass ich immer noch lebe und wie eine zweite Chance bekommen habe. Oder du denkst an einen Bekannten oder Bekannte und wo du schon Wochen, Monate, vielleicht jahrelang nicht gesehen hast. Und dir fällt dir auf einmal ein und denkst über Situationen nach, über Entscheidungen, die damals getroffen worden sind. Und just in dem Moment geht's Telefon. Und die Person ist tatsächlich an einer anderen Leitung dran. Und hat ja einen ähnlichen Gedanken wie du und ihr redet darüber und denkt, wow, das ist jetzt noch wirklich speziell, dass du jetzt heute gerade anrufst und dich bei mir meldest und ich gleichzeitig so an dich dachte. Normal ist das auch nicht richtig. Und du gehst vor deine Wohnung raus, vor deinem Haus, gehst auf die Straße und gerade in dem Moment kommt eine Nachbarin vorbei, gejoggt und kriegt so einen asthmatischen Anfall und wird blau und du bist die erste Person, die die Leute kennt und du bist die erste Person, die Hilfe holen kann und einen Arzt ruft. Und denkst, wow, wenn du nicht da gewesen wärst, ja, wer hätte da geholfen? Leute, das sind alles Geschichten aus dem wahren Leben, nicht ausgedacht, sondern wirklich Geschichten, wo stattgefunden haben. In den letzten Jahr, in den letzten 2 Jahren, in den letzten 10 Jahren. Ähnliches vielleicht auch den sogenannten, in der sogenannten Weihnachtsgeschichte, den Sterndeutern gegangen. Die Person, die auf einmal am Himmel eine Sternenkonstellation entdeckt und sagt, wow, das ist jetzt wirklich, wirklich, wirklich besonders. Das ist so eigenartig, so speziell. Da haben wir lange nachgeforscht und da passiert was, das ist wirklich außergewöhnlich. Nur nebenbei, das waren wirklich Sterndeuter und nicht, wie es häufig erzählt wird, die heiligen 3 Könige. Die Geschichte ist viel später erst entstanden. Es waren wirklich Magiere, Sterndeuter der damaligen Zeit, die forschten, eine Himmelswelt anschauten und daraus Ableitungen führten. Und sie waren so davon überzeugt, dass das, was da sie sahen, so wichtig ist, dass sie sich auf den Weg machten. 1300 Kilometer aus dem heutigen Iran bis nach Jerusalem. Hey, Leute, 1300 Kilometer ohne EasyJet, ohne Frühbucherrabatt und ohne alles, sondern einfach mit dem Kamel unterwegs. Du musst wirklich überzeugt sein, das zu machen. Da musst du wirklich sagen, ja, okay, das lohnt sich, das lohnt sich. Und sie machten sich auf den langen, wochenlangen Ritt, Marsch nach Jerusalem. Weil sie dachten, hey, das ist wirklich mehr, was wir da am Himmel gesehen haben. Und von der damaligen Geschichte weiß man, bei so einen speziellen Konstellationen, da war die Rede davon, da wird ein neuer König geboren. Und so machten sie sich auf den Weg, Geschenke mit dabei und gingen nach Jerusalem. Und wohin gehen sie? Natürlich ins Königshaus, weil ein neuer König wird irgendwo im Königshaus sein. Und dann machen sie sich auf den Weg dahin, und nur um zu merken, dass, es ist nicht in Jerusalem, sondern in Bethlehem. Da findet sowas statt. Wie weit ist Bethlehem von Jerusalem entfernt? Genau 7 Kilometer. Manchmal ist man ganz nah dran und doch daneben. Und so machten sie sich auf den Weg und gingen nach Bethlehem. In Matthäus wird diese Geschichte so erzählt. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde? Fragten sie. Wir haben einen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu geben. Das war ihre Mission. Und die Sterndeuter waren die allerersten, die tatsächlich eine Begegnung hatten mit diesem Kind in dieser Futterkrippe. Und diese Begegnung mit diesem Kind wurde für die Männer wirklich zum Wendepunkt in ihrem Leben. Sie gingen einen anderen Weg zurück. Es war ein Wendepunkt in ihrem Denken. Sie hatten wirklich in einem Baby, in der Futterkrippe, einen König entdeckt. Und die Zeichen wirklich so gedeutet. Und so wurde diese Geburt tatsächlich zum Wendepunkt für die ganze Menschheitsgeschichte. Unsere Zeitrechnung hat sich verändert. Es gibt vor Geburt Christi und nach Geburt Christi rechnen wir heute unsere Zeit. Es wurde wirklich eine Wende für die ganze Menschheitsgeschichte. Und ich bin überzeugt, auch heute an Weihnachten 2021 kann die Story wirklich auch in deinem Leben und in meinem Leben ein Wendepunkt sein.
wirklich eine Story sein, die nochmal eine neue Richtung gibt in unser Leben hinein. Weil die Story kann sich auf unterschiedliche Weisen wirklich entwickeln. Ich glaube, auch heute gibt es noch viele Sterndeuter und Sucher, Menschen, die auf dem Weg sind und überlegen, hey, ja, wohin führt denn so mein Weg? Was ist denn wirklich, was gibt meinem Leben Bedeutung? Was sind so die Fixpunkte in meinem Leben? Manche fragen sich das schon sehr früh im Leben, in ihrer Jugend, manche in der Mitte irgendwo, nachdem man seinen Beruf eingeschlagen hat und weiß, so und so geht's dann weiter. Und auf einmal kommt man so in Jahre, in Situationen, wo man denkt, war's das jetzt? Ist das jetzt wirklich alles gewesen? Oder gibt's da noch mehr dahinter? Und dann entsteht so eine Frage nach Sinn. Interessanterweise, vor ein paar Tagen kam die neue Ausgabe von der Wochenzeitschrift Die Zeit heraus. Und die Zeit, die hat das sehr prominent zum Thema gemacht. Auf ihrer Titelseite fragt sie, was gibt dem Leben Sinn? Was gibt dem Leben Sinn? Auch wenn die Forschung dafür keine Erklärung hat, nichts beschäftigt die Menschen mehr als die Suche nach höheren Zielen. Welche sind es? Und sie führen Gespräche mit Theologen, sie führen Gespräche mit Psychologen, mit Philosophen, mit Statistikern, die Zufälle bearbeiten und so weiter und fragen danach, was gibt meinem Leben wirklich Sinn? Was ist so ein Fixstern, wonach wir uns ausrichten, mitten in der Phase, wo die ganze Gesellschaft irgendwo sich in der Krise befindet und wir immer wieder uns neu umstellen müssen und einstellen müssen und verändern müssen? Was gibt in so Phasen uns wirklich einen Sinn? An was orientieren wir uns? Was gibt deinem 2022 nächstes Jahr wirklich so einen Fixstern, wo du sagen kannst, an dem werde ich mich orientieren? Für die Sterndeuter war dieses Kind in der Krippe das. Was ist für dich nächstes Jahr? Was ist für dich heute? Hoffen wir einfach, ja, keine Maßnahmen mehr, ja, keine Zertifikate mehr, Hauptsache, es wird wieder normal. Ist das, was deinem Leben wirklich Sinn geben wird im nächsten Jahr? Ist es das, was wirklich dich ausmachen wird im nächsten Jahr? Nadja Sommerhalder. Der Fahrradunfall von dir, der war ungefähr, wenn ich recht erinnere, ein Jahr vorher, bevor du denn in dieses besagte Sommercamp gegangen bist. Dann 2013 war dieses Sommercamp und du bist dorthin gegangen und du hast dich da so integriert und dann in dem Camp hast du dich sogar taufen lassen. Was waren denn so die ausschlaggebenden Punkte, dass du die Richtung vom Leben noch mal so verändert hast? Gesagt hast, das ist der Wendepunkt, das ist wirklich was Neues, wo du anfängt. Was waren für dich so die Punkte, so einen Entscheid zu treffen? Also ich muss dazu sagen, dass natürlich meine Pflegeeltern in den Monaten und Jahren vorher schon gute Vorarbeit geleistet haben und mir viel von Jesus erzählt haben. Und dass ich, als ich in das Lager kam, wirklich an einem Tiefpunkt war in meinem Leben, wo ich eigentlich viel über den Sinn studiert habe und alles und sehr unsicher da bin. Was mich sehr inspiriert hat und auch getroffen hat in diesem Lager, ist, wie es vorher auch gespielt worden ist, die Theatersequenz, die ich selber mitgespielt habe, wo jemand anderes, der auch mitgespielt hat, Jesus verkörpert hat und so dargestellt hat als ein Gott, der wartet, ein Gott mit offenen Armen, ein Gott, der mich liebt, der will mit mir sein, der mit mir fühlt. Und das hat mich so umgehauen. Also ich habe selber in diesem Theater mitgespielt und gemerkt, Gott redet zu mir und sagt, Nadja, es geht eigentlich um dich und ich will eigentlich dir meine Arme auftun. Genau. Und das andere ist, dass ich dort das sind so viele Leute dort gewesen, ich glaube etwa 250 junge Menschen. Ich habe das noch nie gesehen vorher, die einfach Gott feiern, die im Gottesdienst während der Lieder rumgumpen, klatschen, fröhlich sind. Die sind so unbeschwert gewesen und gut drauf. Es hat auch viele tiefe und schwierige Momente gegeben, logisch. Aber so die Grundatmosphäre ist einfach bombastisch gewesen. Also die Grundatmosphäre war bombastisch, also so eine Gruppeerlebnis, das kann man sich gut nachvollziehen, aber du hast Leute feiern sehen, aber es sind ja ganz normale junge Leute, so wie du auch gewesen. Und vorher hast du auch gefeiert im Wald. Wo ist der Unterschied denn gewesen? Was ist denn wirklich so anders gewesen, was du da gespürt oder erlebt hast?
sind vor allem auch in diesen Small Group Zeiten, wo ich oft gemerkt habe, man ist so ehrlich miteinander. Also dort hat man auch Sachen erzählt, die eben nicht so einfach sind. Und trotzdem hat man nachher einander nicht auf dem festgehalten, sondern man ist wieder in eine Celebration oder man ist zusammen vor Gott gekommen, man durfte Sachen ablegen und dann wirklich so befreit wieder rausgehen. Aus dieser Small Group Zeit, aus einer Celebration, was auch immer. Und das ist der Unterschied zu den Partys, wo ich früher war. Genau, da bin ich meistens sehr beschwert heimgegangen. Okay, voll. Okay. Lassen wir das. Du hast das hier in dem Camp dann taufen lassen. Ein spezieller Moment. Und warum hast du das denn in dem Camp denn so entschieden, jetzt das so öffentlich zu machen, vor so vielen anderen? Taufe als so ein Act, wo man vor anderen ins Wasser steigen, wieder rausgeht und wie deutlich macht, doch, dieser Jesus Christus hat eine Bedeutung in meinem Leben. Was ist denn da der Punkt gewesen? Also es hat sich natürlich über die ganze Woche so ein bisschen zugespitzt. Ich bin dort in das Lager und dachte, hoffentlich geht es schnell wieder um, dass ich wieder meinem Leben folgen kann, wie ich es vorher gemacht habe. Und dann ist einfach eins nach dem anderen passiert, all die Begegnungen in diesen Small Groups, die Theatersachen. Ich bin in verschiedene Workshops gegangen, wo man Sachen über den Heiligen Geist lernen oder über die Bibel oder sonst etwas. Und das hat sich richtig zugespitzt. Und dann, wo meine Small Group Leiterin mich gefragt hat, hey, willst du dich nicht taufen? Dort habe ich das erste Mal so, hey, ja, wieso eigentlich nicht? Und durch das, was ich alles gespürt habe, ich kann es nicht genau beschreiben, aber es war wie so eine innere Stimme oder so ein innerer Drang. Heute würde ich sagen, Gott hat gesagt, Nadja, das ist die letzte Chance, kehr um, komm zu mir heim. Du weisst, es ist gut bei mir und du weisst, ich warte auf dich. Und durch den Drang hast du dann gespürt, doch, da möchte sie jetzt machen. Habe ich das so richtig verstanden? Genau. Und dann habe ich gedacht, ja gut, das ist so ein fester Drang, ich will dem nachgehen und habe mich dann dort taufen und habe während meiner Taufe dann erlebt, wie Gott mir schon bei der Taufe sagt, hey, ich will dir so vieles wieder zurückgeben, was du verloren hast. Was war das? Oder jetzt bist du Jahre weiter, du bist jetzt Mami, verheiratet. Wie muss man sich das vorstellen? Was ist dir denn zurückgegeben worden? Wie ist die Story weitergegangen? Also ich möchte einfach vor allem auf 2 Punkte eingehen. Das eine, wo Gott mir wieder versprochen hat, zurückgeben, ist meine Familie. Das ist alles sehr verstritten an diesem Punkt und sehr viel Unvergebenheit in meiner Familie. Und er hat gesagt, hey Nadja, du sollst die sein, die Wiederherstellung bringt. Und das ist tatsächlich passiert. Also eben jetzt bin ich Mami und meine Mami ist Oma und sie ist so eine glückliche Oma. Und wir hatten nie gedacht vor ein paar Jahren, dass sie irgendwann überhaupt meine Tochter wird kennen, weil wir keinen Kontakt mehr hatten. Und Gott hat dort so viel Wiederherstellung geschafft. Genau. Yes, das ist ein Applaus wert. Genau. Und dann das andere ist, dass ich habe viele Leute in meinem Leben vorher, die immer wieder Sachen über mein Leben ausgesprochen haben, wie du bist so wüst und keiner will dich anstellen, du wirst nie einen Job haben, du wirst nie einen Mann finden, du wirst nie glücklich werden. Ich habe das immer wieder gehört von Schulkameraden, von der eigenen Familie, also von Stiefgeschwistern vor allem. Und das ist wie so über meinem Leben gegangen und ich habe dort gemerkt, hey, jetzt fängt etwas Neues an. Und wenn ich jetzt heute zurückschaue, ja, ich habe eine gute Ausbildung machen, ich bin seit 5 Jahren geheiratet, ich bin Mami, es ist wie, Gott hat mir das so fest zurückgegeben, obwohl meine Aussichten eigentlich recht scheiter gestanden sind zu dem Moment. Hey, das ist fantastisch zu hören, dass aus so einen negativen Aussagen über dein Leben, über dein Aussehen, über dein Wesen, du wirklich eine erneuerte Person werden dürftest. Das ist wirklich großartig. Nadja, ganz herzlichen Dank, dass du überhaupt bereit warst, deine Lebensgeschichte, den Lebensweg mit so offen zu legen, zu zeigen, ja, was hat da alles stattgefunden und wo du heute stehst. Geben wir der Nadja Sommer halt einen fetten Applaus. Hey, danke schön nochmal für deine Offenheit. Das ist wirklich toll. Weihnachten in dem Jahr kann wirklich auch für dich und mich wirklich zu so einem Wendepunkt werden. Zu einem Punkt, wo wir wirklich vielleicht neue Fixsterne in unserem Leben festmachen. Das Baby damals in der Futterkrippe ist irgendwann größer geworden. Es hat nicht weiter auf dem Krabbelfeld gelegen, sondern irgendwann ist er erwachsen geworden, dieser Jesus. Ist in der Öffentlichkeit aufgetreten und hat gesagt, look,
tatsächlich, ein angenehmes Jahr hat begonnen in deinem Leben. Das wird heute für euch verwirklicht. Irgendwann hat dieser Jesus dann mal gesagt, hey, folgt mir nach. Macht mich wirklich zu diesem Fixstern, ähnlich wie die Sterndeuter damals diesen Stern gesehen haben, gemerkt haben, doch, sie wollen dem folgen. Genau das hat Jesus aufgegriffen und hat gesagt, folgt mir nach. Und dann lebt tatsächlich ein Leben in dieser Nachfolge, wo es dann heißt, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch Schlechtes vor euch haben. Folgt meinem Vorbild, teilt, helft den Armen, macht eure Türen, eure Wohnungen auf und zeigt, es ist wirklich frohe Kunde erschienen damals. Es ist wirklich gute Nachricht in diese Welt gekommen durch dieses kleine Kind, wo später ans Kreuz gegangen ist. Und auch seinen nächsten Höhepunkt hatte von seinem Leben, wo er zum Schluss vom Leben sagt, es ist vollbracht. Und damit deutlich machte, es ist alles vollbracht worden, damit jeder in seinem Leben einen Wendepunkt erleben darf. Und er anfangen kann, mit Jesus Christus durchs Leben zu gehen. Ihn wirklich als Fixstern zu haben, auch in so krisenhaften Zeiten. Ich weiß nicht, was momentan dir Richtung und Weisung gibt fürs nächste Jahr, was du dir wünschst. Wo du dir selbst gerade vielleicht eine zweite Chance sogar wünschst. Du sagst, ich würde gerne auch nochmal umkehren. Ich würde gerne nochmal eine Richtung ändern und so einen Wendepunkt erleben. Dann ist Weihnachten 2021 heute ein sehr guter Moment dafür. Ein sehr guter Moment zu sagen, Jesus Christus, ich möchte, dass du zu meinem Fixstern wirst, zu meinem Orientierungsstern in meinem Leben. Und wie geht das? Ganz einfach. Du kannst daher mit mir mitbeten, ein Gebet nachsprechen. Du kannst das hier in der Halle, du kannst das online machen. Und sagen, Gott, ich möchte tatsächlich, dass du in mir geboren wirst. Ich möchte, dass in mir Weihnachten aufgeht. Was nützt es, wenn Jesus 1000-mal in Bethlehem geboren wird, aber nie in deinem eigenen Herzen geboren wird? Dann ist heute Tag, wo du das machen kannst. Und dazu lade ich dich ein. Ich möchte euch bitten, aufzustehen und ich werde zum Schluss noch beten. Und wie gesagt, wenn du möchtest, kannst du gerne von deinem Platz leise mitbeten. Wir haben auch ein Gebetsteam hier, wo speziell heute sich Zeit nimmt, auf dich zu hören, für dich zu beten, dich zu segnen, Worte von der Bibel über dir auszusprechen. Dann nutzt das dort hinten, ist die Station, wo du hingehen kannst. Ich möchte schließen mit dem Text. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Und wenn du möchtest, lade ich dich jetzt ein, mitzubeten, zu so einem Startpunkt, zu so einem Wendepunkt oder für einen erneuten Fixpunkt in deinem Leben. Und Jesus Christus, danke, dass du in diese Welt gekommen bist, Menschen zu retten, mit ihnen zusammen zu sein und nicht sie zu verurteilen. Ich danke dir, dass das gute Nachricht ist für mich. Und ich bitte dich, Jesus Christus, dass du in diesem und nächsten Jahr wirklich in meinem Leben der Fixpunkt bist. Ich möchte, dass du in meinem Herzen wieder geboren wirst. Und trotz allen Krisen möchte ich mich an dir orientieren und diesem Ruf folgen, dir nachzueifern. Danke, dass du ein großzügiger Gott bist. Danke, dass du alles wegnimmst und auch heilst, wo zerbrochen ist. Und danke, dass ich mein Leben in deine Hand hineinlegen darf. In deinem Namen bete ich.